So, hallo zusammen. Wir sind das letzte Mal sind wir da verblieben. Mit unserer wunderbaren Zoe. Die geht die Träumenden aus ihrem Schlaf holen. Super. Jetzt, was haben wir da Schönes? Gucken. Was ist das? Ein Schlafzimmer? Ein Schlafzimmer? Ich weiß, was das bedeutet. Aha. Ich noch nicht ganz. Jetzt können wir schauen. Oh. Was machst du da? Geh da weg! Oh, was ist denn Der das? Schrank da ist schwer gestört. Ich bin froh, dass das nicht mein Traum ist. Ich wäre starr vor Entsetzen. Ah, das Mädchen ist im Träumen vom Monster im Schlafzimmerschrank. Super. Oh, sie muss schreckliche Angst haben, das arme Mädchen. Sch, ganz leise sein, sonst hört es dich. Wer denn? Das Monster in dem Schrank. Es hört dich und frisst uns beide auf. Sie beruhigen. Ihr Angst hat Angst. sie sowieso, aber sie muss begreifen, wie gefährlich die Dream Machine ist. Sie muss Angst bekommen vor dem, was passiert, wenn sie weiter benutzt. Ja. Sie ist ganz verängstigt, armes Ding. Ich muss vorsichtig sein. Ich darf ihr nicht noch mehr Angst Ich würd machen, das sondern muss nehmen. sie beruhigen. Ich würde das nehmen. Ich verspreche, es wird dir nichts tun. Ah, das Mädchen wird sich daran erinnern. Ich schwör's. Ich lasse es nicht zu. Aber du musst zurück nach Hause. Ich habe mich verlaufen. Der Weg führt dahin durch den Schrank. Ich kann da nicht rein. Es frisst mich lebendig auf. Nicht, wenn wir es vorher vernichten. Hast du den Schlüssel? Ich weiß nicht, wo er ist. Mami schließt jeden Abend ab. Sie sagt, ich soll brav sein, sonst schließt sie wieder auf, damit das Monster mich frisst. Oh, Tolle Erziehung. Hab keine Angst, ich finde den Schlüssel. Und was immer da drin ist, ich bin stärker. Versprochen. Bist du sowas wie ein Superheld? So etwa, genau. Was hältst du von meinem Kostüm? Ja, echt cool. ist cool. Ist nice. Also, jetzt kann ich mit der etwas machen. Wer auch immer sie an eine Dream Machine angeschlossen hat, sollte für sehr lange Zeit weggesperrt werden. Was haben wir denn da sonst noch? So, jetzt müssen wir gehen. Irgendwie. Tentakel. Es mussten ja Tentakel sein. Es konnte nicht, was weiß ich, ein Traum von einem Schrank voller Bananen sein. Ja, nicht wirklich. So. Tentakel. Ja, nee, die fasse ich nicht an. Nicht, hä? Was kann denn da? Licht könnte funktionieren. Aber ich glaube nicht, dass man da was hervorholen kann. Diesem Ding gucke ich nicht in den Kopf. Den Fehler habe ich schon mal gemacht. Nie wieder. Ah, ich kann in dem Fall da so Gedanken lesen, in dem Fall, mit dem da. Sie hatte ein Licht. Oh, sie hat es fallen lassen. Es ist weggerollt. Hä? Sie weiß nicht, wo es ist. Sie wird nicht selbst nach dem Licht suchen. Sie hat Angst vor den Dingen, die durchs Dunkel gleiten. Hey, wer könnte ihr das verübeln? So, hä? Da kann man da noch ein bisschen Licht machen. Dieses Licht ist zu schwach, um Wirkung auf das Tentakelvieh zu haben. Aha. Ja, da kann ich nichts machen. Hä? Was ist denn da unter dem Bett? Zu dunkel. Zu Ich kann da dunkel? unten nicht sehen. Aha, da kann ich jetzt da ein bisschen anlassen. Dieses Jetzt. Licht ist zu schwach, um Wirkung auf das Tentakelvieh zu haben. Bingo. Ah, aha. Was ist denn da? Eine Taschenlampe? Bringerin des Lichts. Gesandte der Elektrizität. Die mächtige
Taschenlampe. Die mächtige Taschenlampe. Die Säue ist so cool. Jetzt kann ich da ins Inventar und dann kann ich kombinieren, anschauen. Oh, das nehme ich zurück. Total uncool. Es versteckt sich. Blödes, schlaues Tentakelding. Es ist zu schnell für mich. Wenn das zu schnell ist, tun wir es doch verlangsamen. Cool. Es ist zu schnell und versteckt sich, Nein, bevor also ich es ich muss. vernichten kann. Ich habe es nicht bereit, Es ich ist bin zu zu wenig schnell und schnell. versteckt sich, bevor ich es vernichten kann. Also nochmal. Cool. Verschlossen. Und verschlossene Traumschränke gehen ohne Traumschlüssel nicht auf. Ein Das Ganze Traumschluss. folgt einer Logik. Das ist noch logisch, hä? Was ist denn da jetzt? Ist da noch etwas im Nachttisch? Oder kann ich mit dir reden jetzt? Ohne mich ist sie hier gefangen. Sie braucht meine Hilfe. Hier ist doch ein Schlüssel. Ja, wunderbar. Ich habe was. Einen Schlüssel. Sehr gut. Der passt doch sicher da in das Traumschloss, der Traumschluss. Ich brauche den Schlüssel, um ihn Okay, aufzukriegen. alles klar. Use. Nein, nicht zu nah ran, sonst kriegt es dich. Siehst du? Es ist weg. Jetzt bist du sicher. Vielen Dank, aber ich weiß nicht, wie ich nach Hause komme. Ich weiß nicht, wo meine Mami ist. Sie ist auf der anderen Seite des Schranks und wartet auf dich. Ich hab Angst. Was immer da drin war, ist jetzt weg. Versprochen. Na komm. Oh. Benutzt du eine Dream Machine? Mami zwingt mich. Sie sagt, dann sei ich beschäftigt. Und dann hat sie mehr Zeit, mit ihrer zu spielen. Wenn sie das nochmal macht, musst du Nein sagen. Das Super. wird sie gar nicht mögen. Vielleicht nicht. Aber sag ihr, dass es gefährlich ist und du Albträume davon bekommst. Und wenn sie nicht hören will, sag es jemand anderem. Oder schrei, wehr dich, lauf weg, aber benutze nie wieder eine Dream Machine. Ich könnte es Papi sagen. Er wohnt nicht bei uns, aber ich spreche ganz oft mit ihm. Mach das. Jetzt geh hindurch, dann wachst du wieder auf. Vielen Dank. Wie heißt du denn? Zoe, und merk dir, keine Dream Machine. Wäre möglich, dass ich dich nicht nochmal finde. Das muss aufhören. Die Dream Machine, ne? Ja, im Zeitalter von unseren Handys und Apps und PCs. Oh, was ist denn das für einer? Der Vagabund. Salut. Was ist denn los da draußen? Immer mehr Leute geraten in Schleifen. Ich komme nicht mehr nach. Ich dachte, von den Dream Machines gehe keine Gefahr mehr aus. Ich dachte, dafür hätten wir gesorgt. Wenn nicht, was... Hallo Zoe. Sorry, ja. Hi. Sieh mal, ich versuche Ihnen allen zu helfen und es ist zu schwer. Da sind so viele und Ihre Albträume, sie werden schlimmer. Du musst nach Hause. Nach Hause? Nach Hause? Das hier ist jetzt mein Zuhause. Komme, was wolle. Das bin ich. Die Person, die ich mal war, die gibt es nicht mehr. Was immer da draußen ist, mein Leben ist das nicht mehr. Alles, was ich mal hatte, ist für immer verloren.
Ich habe kein Zuhause, in das ich zurückkehren kann. Und der Mensch, der ich mal war, will ich nicht mehr sein. Hier habe ich ein Ziel. Ich kann etwas bewirken. Wenn ich tatsächlich aufwache, bin ich... Ja, was soll ich da? Nach Hause? Das hier ist jetzt mein Zuhause. Komme, was wolle. Das bin ich. Die Person, die ich mal war, die gibt es nicht mehr. Was immer da draußen ist, mein Leben ist das nicht mehr. Ich gehe nicht nach Hause. Für mich gibt es nichts dort. Da ist niemand. Da ist niemand. Außerdem werde ich hier gebraucht. Was wird sein, wenn ich sie im Stich lasse? Ihre Nachtschrecken sind Symptome einer größeren Krankheit. Solange die Krankheit aktiv ist und sich ausbreitet, kommen solche Leute immer wieder. Aber ich... Angst. Ich bin nicht bereit aufzuwachen, mir selbst wieder zu begegnen. Ich habe Angst, das bisschen zu verlieren, was mir noch bleibt. Wenn ich die Wahl habe, will ich bleiben. Hier habe ich alles unter Kontrolle. Ich muss nichts und niemanden fürchten. Ja, Was soll das bringen? Es gibt keine zweite Chance. Jede Entscheidung führt zum gleichen Ergebnis. Was immer ich tue, es kommt dasselbe heraus. Wozu dann das Ganze? ein bisschen Zweifel, hä? Ja, ich glaube, ich nehme das. Ich habe keine Kraft. Ich kann nichts tun. Der Traum wird vergiftet. Die Welt wird immer kranker. Sie alle brauchen dich. Wer? Es ist nicht genug, dass ich hier drin etwas bewege, in der Zeit der Geschichten. Ich helfe denen, die verirrt sind und in der Falle sitzen. Wer könnte denn sonst noch meine Hilfe brauchen? Ah, Hier gehöre ich hin. Hier habe ich alles im Griff. Da draußen habe ich keine Kraft. Und ich bin schon einmal gescheitert. Ich habe alles vermasselt. Was kann ich jetzt schon tun, um etwas zu ändern? oder warum? Er sagt, ich soll helfen. Aber ich weiß ja nicht einmal, was da draußen los ist. Ich verstehe nicht, warum ich gebraucht werde. Ich habe doch schon getan, was ich konnte. Lasst mich doch einfach in Frieden. Ja, aber jetzt war ich, glaube ich, zwei. Es ist nicht genug, dass ich hier drin etwas bewege, in der Zeit der Geschichten. Ich helfe denen, die verirrt sind Das doch. und in der Ich Falle nehme sitzen. das, ja. Wer könnte denn sonst noch meine Hilfe brauchen? Wer braucht mich? Alle, die leben, gelebt haben und leben werden. Du hast deine Realität schon einmal gerettet, Zoe. Diesmal stehen alle Welten auf dem Spiel. Die gesamte Zeit der Geschichten. Die gesamte Zeit. Wenn du aufwachst, wird all dies ein Traum sein. Und der Traum wird schnell verblassen. Bald wirst du ihn ganz vergessen haben. Es sei denn, du strengst dich an, dich zu erinnern. Woran muss ich mich erinnern? Du musst dein Herz und deinen Geist öffnen für Botschaften von jenen, die wissen, was zu tun ist. Weißt du es nicht? Ich bin nicht allwissend, Zoe. Vieles bleibt mir verborgen. Ich kann nur alle Fäden sehen, die gewoben werden. Aber das Gewebe selbst ist groß. Und zwar so groß, dass ich es nicht sehen kann. Ich bin zu nah dran. Und selbst hier liegen einige Teile der Vergangenheit im Dunkeln. Das quält mich. Ich glaube, jemand hat meine Erinnerung getrübt, um Wichtiges vor mir zu verbergen. Ein Feind. Ein Schatten, der die Zeit der Geschichten und andere Orte streift. Umso wichtiger also, dass du dich erinnerst. Konsequenz oder entscheiden. Die Entscheidung liegt bei mir. Auch wenn ich die Konsequenzen nicht absehen kann. Kann man wohl nie. Man tut einfach, was man für das Richtige hält. Wenn es auch nur die geringste Chance gibt, dass meine Entscheidung etwas bewirkt, kann ich nicht ablehnen. Er sagt, ich solle mich entscheiden. Aber es fühlt sich nicht an, als ob diese Entscheidung etwas brächte. Die Regeln für dieses Spiel macht ja doch jemand anderes. Was ich auch sage, es Ja, ändert da bin ich nichts. nicht dafür. Die Entscheidung Lieber liegt bei das. mir. Auch wenn ich die Konsequenzen nicht absehen kann. Kann man wohl nie. Ja, Man tut einfach, was man für das Richtige hält. Wenn es auch nur die geringste Chance gibt, dass meine Entscheidung etwas bewirkt, kann das ich nicht ist genau, ablehnen. da bin ich auch dieser Meinung. Bringt es überhaupt etwas?
Wenn du noch länger bleibst, kannst du vielleicht nicht mehr fort. Das wäre das Ende aller. Derer, die du liebst, derer, die dich lieben, aller anderen aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Aus der Geschichte gerissen wie Seiten aus einem Buch. Ja, ich will dort schauen. Warum ausgerechnet ich? Fühlt sich ziemlich unfair an, nach allem, was ich das letzte Mal durchgemacht habe. Ich weiß nicht, ob ich die Wahl habe. Ich wünschte nur, es hätte jemand anderen getroffen. Jemanden, der stärker und besser ist. Jemanden, der an sich selbst glaubt. Na schön. Ich gehe also zurück, stelle mich der Welt. Stelle mich mir selbst. Ich muss glauben, dass es sich lohnt zu kämpfen. Hier ist es bequem, weil ich keine Entscheidung treffen muss. Nur reagieren. Das Leben der Leute berühren, ohne die Angst vor Konsequenzen. Was soll ich also tun? Ich will, dass du aufwachst und dich erinnerst. Und dann will ich, dass du... Dass ich die Welt rette. Habe ich ja letztes Mal schon so super hingekriegt. Du hast alles geändert. Diese Geschichte hatte einen Anfang und ein Ende. Aber gleichzeitig war sie nur der erste Teil deiner Geschichte. Wie wache ich auf? Es gibt eine Tür. Finde die Tür. Schließe sie auf und du wirst erwachen. Wenn sie abgeschlossen ist, wo ist der Schlüssel? Du wirst es wissen. Ich will nicht geheimnisvoll tun, aber ich habe den Schlüssel nicht. Du schon. In dir. Da werde ich dir wohl einfach vertrauen müssen. Werde ich dich denn wiedersehen? Wenn alles gut geht, am Ende deiner Reise, wenn deine Geschichte abgeschlossen ist, wirst du mich wiedersehen. Ein letztes Mal. Klingt endgültig. Aber gut, ich gehe jetzt. Schlüssel suchen, Tür öffnen, alles merken, Welt retten, meine Geschichte schreiben, fürs Nachspiel zurückkehren. Voll das Heldenepos. Du schaffst das schon, Zoe Castillo. Ich glaube an dich. Vielleicht wären größere, kühnere Worte angebracht, aber sie würden dasselbe bedeuten. Viel Glück. Die Zeit der Geschichten. Ich weiß nicht, wie lange ich schon hier bin. 6 Monate? 9? Also müssen wir halt die Welt retten, das machen wir doch. Jetzt muss ich da wahrscheinlich etwas machen, das Diagramm. Ich weiß nicht, ob das Diagramm korrekt ist oder nur ein Traumkonstrukt. Aber es sieht nicht gut aus. Die Kurve sollte aufwärts zeigen, nicht abwärts. Ja, das sollte sie auch. Wenn ich je einen Weg herausfinde, dann ist das mein Tor. Ich selbst. Ah, okay. Ich habe mal versucht, meine eigenen Gedanken zu lesen. Die Rückkopplungsschleife war übel. Ich bin in meinem eigenen Kopf herumgeflippt, wie ein Abbild im Spiegelkabinett. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Das Signal aus meinem komatösen Gehirn ist zu schwach. Es wird von meinem wachen Gedanken übertönt. Um in mein Unterbewusstsein vorzudringen, müsste ich das Signal irgendwie verstärken und den Lärm meines wachen Geistes abschwächen. Okay. Das bewirkt gar nichts. Außer vielleicht, dass ich Hitzewallung kriege. Wallig überkommst. Diese Maschine ist alles, was mich vom Grab trennt. Sie versorgt meinen komatösen Körper mit einem lustigen Cocktail lebensrettender Medikamente. Kann ich da etwas machen mit dem? Die Idee ist beängstigend, aber wenn ich irgendwie die Medikamente umstelle, die ich erhalte, kann ich mein Gehirn vielleicht aufrütteln und das unterbewusste Signal verstärken. Keine Ahnung, ob das klappt oder ob es mich umbringt. Aber welche Wahl habe ich? Leider kann ich von hier aus keine Knöpfe drücken.
Die Maschine ist draußen in der physischen Welt. Ich glaube nicht, dass meine Traumkräfte so weit reichen. Es sei denn, ich kann irgendwie den Zustand der Dinge beeinflussen, die hier wiedergespiegelt werden. Okay. Da gibt es keine Lichtquelle. Verlangsamen. Ui. Oh, Kacke. Die Maschine spielt verrückt. Ich fühle mich verdammt komisch. Die Maschine dreht durch und pumpt mir irre Mengen an Medikamenten in den Körper. Ich wollte bloß ein bisschen was zur Stärkung. Keine Überdosis. Oh, jetzt. Also gut. Der heftige Chemikaliencocktail, den die Maschine in meinen Körper injiziert hat, verstärkt das Signal des Unterbewusstseins. Aber jetzt ist es zu schnell, zu schrill. Wie ein Gedankengang, der auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Ich bekomme es nicht richtig zu fassen. Ah. Jetzt. Yes. Hey, Fräulein, wo willst du denn hin? So einfach hast du dir das also vorgestellt? Kleines Schwätzchen mit dem großen Meister und dann Sayonara. Hä? Zeit der Geschichten und neuer Versuch, neues Glück? Du spinnst ja wohl. Du bleibst schön hier bei mir und tust das Einzige, was wir zwei gut können. Tot sein. Ah. Bin ich wirklich diese Person? Bin ich etwa vor ihr davongelaufen? Ich will nicht, dass das ein Teil von mir ist. Ich will nichts zu tun haben mit ihr. Nein, das ist meine andere Seite, die kann ich nicht verleugnen. Keine Diskussion mehr. Mein Entschluss steht fest. Ich gehe nach Hause. Die wird mir nicht im Weg stehen. Mein Entschluss steht fest. Ich bleibe nicht hier. Was habe ich mir bloß gedacht? Sie hat recht. Ich kann nicht weg. Ich habe nichts, zu dem ich zurückkehren kann. Kein Leben, das sich zu leben lohnt. Hier drin kann ich wenigstens etwas bewirken. Ja, nein. Keine Diskussion mehr. Mein Entschluss steht fest. Ich gehe nach Hause. Das ist wieder cool. Ich gehe nach Hause. Nach Hause, klar, warum nicht? Warum nicht nach Hause gehen? Kein Ding. Aber, oh, warte mal. Dein Vater hat dich angelogen. Deine Mutter hat versucht, dich umzubringen. Du hast deine Freunde in Gefahr gebracht. Sie alle verloren. Jeder. Alles, was dir wichtig war, ist dahin. Hast recht. Klingt wie ein perfektes Zuhause, in das du da zurückkehrst. Das ist ja blöd. Vielleicht hat sie recht. Vielleicht auch nicht. Wir. Was immer das ist. Ein Teil von mir stimmt ihr zu. Ein Teil will es einfach genau wissen. Wir haben keine Ahnung, was uns auf der anderen Seite erwartet. Aber, na und? So ist das Leben. Voller Überraschungen. Was soll's? Na schön, es ist nicht perfekt. Was ist schon perfekt? Ich bin jetzt Erwachsener. Ich weiß jetzt zu schätzen, was da ist, was ich habe, statt mich über das zu beklagen, was ich nicht habe. Yes. Sie hat recht. Wir haben kein Zuhause mehr, in das wir zurück können. Nein, das Das ist nicht wahr. Es ist nicht alles dahin. Was immer da draußen auch ist, man kann es wieder aufbauen, zurückholen, was man verloren hat. Von vorn anfangen und es besser machen. wieso, dass das eine Lüge soll sein, weiss ich nicht genau, aber ich werde am liebsten das nehmen. Na schön, ich kann's wieder aufbauen. Ich kann von vorn anfangen, die richtigen Entscheidungen treffen. Von vorn anfangen. Also ehrlich, Zoe. Sieh mal, Schätzchen. Egal, was sie uns im Kino weismachen. Von vorn anfangen gibt's nicht. Wir sind alle unabänderlich in der Vergangenheit verankert. Ich bin nicht an dir verankert. Ich kann mich ändern. Keiner ändert sich. Naja, wir glauben, wir ändern uns. Wir tun, als würden wir lernen, erwachsen werden. Aber wir sind immer noch dieselben Kinder, die wir mal waren.
Und sobald es eng wird, kommt unser altes Ich wieder zum Vorschein. Warum glaubst du, bin ich hier? Ich bin du und du bist ich. Je eher du das zugibst, desto eher ist das blöde Affentheater hier zu Ende und der Abspann läuft. Zickenalarm, du. Wo ist sie jetzt? Hey, mit Wonkas Wonkers noch etwas machen, ne? Konzentrier dich, Zoe. Ach so, du glaubst also, diesmal läuft es anders. Ach, ist ja niedlich. Nein, du gehst nirgends hin. Du lässt mich nicht zurück. Hä? Keine Diskussion mehr. Mein Entschluss steht fest. Ich gehe nach Hause. Ich gehe nach Hause. Nach Hause, klar, warum nicht? Warum nicht nach Hause gehen? Kein Ding. Aber, oh, warte mal. Dein Vater hat dich angelogen. Deine Mutter hat versucht, dich umzubringen. Du hast deine Freunde in Gefahr gebracht. Sie alle verloren. Jeder. Alles, was dir wichtig war, ist dahin. Hast recht. Klingt wie ein perfektes Zuhause, in das du da zurückkehrst. Sie hat recht. Wir haben keiner schön. Es ist nicht perfekt. Ich verlange kein perfektes Zuhause. Einfach bloß ein Zuhause. Und ich will mein Leben wieder haben. Nette Retourkutsche, große Schwester. Hast du die einstudiert? Wie hast du mich genannt? Oh, habe ich da etwa einen empfindlichen Nerv getroffen? Das warst du. Du warst dort. Hast Faith Lebewohl gesagt. Es steht dir nicht zu, das gegen mich zu verwenden und mich zu verspotten. Hä? Das war ich auf keinen Fall. Du hast mich schon vorher zurückgelassen. Du hast dein wahres Ich ignoriert und angefangen, die Heldin zu spielen. Als ob das je was bringen würde. Nein, ich bin keine Heldin. Nur erwachsen. Nicht mehr die jammernde Zicke, die ich früher war. Aber weißt du, schon in Ordnung. Ich akzeptiere das, was ich mal war. Ich akzeptiere dich. Erspar mir den Schwachsinn. Du belügst dich selbst. Du willst doch mit mir gar nichts zu tun haben. Ich bin bereit, die anzunehmen, die ich war. Die ich bin und die ich sein werde. Ach, echt? Und wer ist das? Früher habe ich immer gewusst, wo mein Leben hinführen sollte. Aber ich bin nicht sicher, ob ich da jetzt hin will. Und das ist gut so. Ich bin bereit für eine Veränderung. Früher habe ich genau gewusst, was ich mit meinem Leben anfangen wollte. Das war sicher. Ich weiß nicht, warum ich den Glauben an mich und an das, was ich sein wollte, verloren habe. Aber es wird Zeit, dass ich einen Weg zurückfinde. Ja, was soll ich jetzt? Was sein könnte? Früher habe ich immer gewusst, wo mein Leben hinführen sollte. Aber ich bin nicht sicher, ob ich da jetzt hin will. Und das ist gut so. Ich bin bereit für eine Veränderung. Das würde ich sagen. Das, ja. Ich weiß noch nicht. Du bist jetzt ein Teil von mir und wirst es immer sein. Wir brauchen einander. Komm jetzt. Da draußen wartet das Leben. Lass uns rausfinden, was da los ist. Mein Name ist Zoe Castillo. Und ich lebe. Wow, super. Also das Fleisch jetzt schon. Tschüss.